Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Ja, diesmal zum zweiten Champions League Spieltag. 1:0 bei Aston Villa verloren. Glückwunsch geht raus an Aston Villa. Stimmungstechnisch haben sich das Ergebnis auf jeden Fall verdient. Wie ich das Spiel sehe, wie meine Benotung ist, ja, sehen wir nach dem Hinweis. Ja. Leute, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst gerne ein Abo da. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Und ist natürlich völlig kostenlos für euch. Ja, und hilft mir einfach. In diesem Sinne, gönnt euch das mal, wa? Und ja, wir gehen rein. Also, 1:0 verloren. Ja, eigentlich war es ein Unentschieden-Spiel, würde ich sagen. Es war jetzt nicht super schlecht von uns, es war aber auch nicht ansatzweise gut. Eigentlich sind wir gut, eigentlich haben wir gut angefangen. Wir sind gut reingekommen. Wir waren die ersten 20 Minuten die klar bestimmende Mannschaft, haben uns dann selber aus dem Spiel genommen durch katastrophales Zweikampfverhalten und katastrophales Passverhalten von Conny Leimer und Kingsley Coman. Damit hat's angefangen. King hat dann den Fonsi noch angesteckt. Pavlo war auch Katastrophe heute. Ja. Am Anfang noch einigermaßen gut, dann super schlecht, super, weiß ich nicht, wirkte einfach nicht fit, wirkte platt. Bin ich ganz ehrlich, verstehe ich nicht, wenn man Palinja und einen Leon in der Hinterhand hat, dass dann so ein Spieler auf dem Feld steht, beziehungsweise dass er dann zur Halbzeit wieder rauskommt. Ja, also das muss man sehen als Trainerteam, dass das einfach, ja, er hat einfach platt gewirkt. Ja, Aston Villa hat dann den Glauben gefunden an sich, ne? Hat es leidenschaftlich verteidigt. Wir haben es nicht hingekriegt, nur ansatzweise heute unser Pressing zu spielen, obwohl der Schiri, ja, perfekt für unsere Spielweise war, weil er super viel hat laufen lassen. Ja. So Kleinigkeiten, so ein kleiner Rempler oder sowas hat ihn gar nicht interessiert. Wir waren immer einen Schritt zu spät. Ne? Wir wirkten nicht fit. Ne? Aston Villa war fitter, war galliger. Gefühlt erste Halbzeit haben wir jeden vierten Zweikampf vielleicht mal gewonnen. Ja. Hätte ich gerne mal eine Statistik gesehen. Ja, und dann reicht's halt einfach nicht. Ne? Wie gesagt, es war da nicht super schlecht. Es war ein super zähes Spiel. Die zweite Halbzeit, die hat sich angefühlt, wie als hätte ich mir 3 Stunden Fußballspiel angeguckt. Das Gegentor, ja, irgendwann musst du so eins kriegen, wenn der Neuer da jedes Mal da rumturnt, wo er rumturnt. Was völlig sinnfrei ist, wenn Opa am Mann ist. Ja, also, dann ist das so. Kann Manuel sich auf seine Kappe schreiben. Wird auch nicht das letzte sein, was sie diese Saison kriegen, so hoch wie er steht. Wenn das so ist, ist das so, dann muss man dieses Risiko nehmen. Keine Ahnung, müssen wir jetzt alles zerreißen? Müssen wir jetzt alles in Frage stellen? Ich denke nicht. Ja, ich habe es ja schon gesagt. Es ist ein neuer Trainer, es ist ein neues Spielsystem. Wir wirkten heute einfach nicht fit. Der Gegner war einfach galliger, war heißer, die Atmosphäre. Wir haben es nicht geschafft, Ruhe ins Spiel zu kriegen in ganz, ganz wenigen Phasen. Gerade zweite Halbzeit nicht. Und ja, dann ist es so, wie es ist. Die Wechsel waren auch eine Katastrophe heute, muss man auch mal sagen. Das werde ich gleich auch knallhart kritisieren, das werde ich in die Benotung einfließen lassen, was aber nicht bedeutet, dass ich jetzt sage, was weiß ich, alles ist schlecht oder die letzten 6 Spiele waren schlecht oder sowas. Das dürft ihr nicht immer alles in einen Topf werfen, wa? Ihr bekommt jetzt meine Meinung zu diesem Spiel, ja, und davor war gut, wir waren auf einem guten Weg, jetzt war es ein kleiner Rückschlag, definitiv, ja, es hat teilweise, waren wieder Tuchelzeichen angesagt, Zeiten angesagt, so wenn ich dann so ein Zert stehe mit der Riesenchance, den er einfach nur querlegen muss auf dem Kane, verstehe ich nicht, diese Ego-Nummer, hätte ich ihn für ausgewechselt, knallhart. Ja, in der Halbzeit war sowieso grottig von ihm, das ganze Spiel. Warum man das alles umgemodelt hat, warum Serge auf rechts, ein Michael in die Mitte, Musiala raus, ja, wenn man jetzt sagt, Musiala war nicht fit, alles gut, kann ich das verstehen, aber dann reißt doch nicht ein Michael und ein Serge da weg und warum steht dann Pavlo auf dem Feld, der nicht fit gewirkt hat, warum steht ein Conny als Rechtsverteidiger auf dem Feld? Alter, was einfach eine Katastrophe ist, was letztes Jahr schon eine Katastrophe war, das sind so Sachen, da müssen wir drüber reden, die muss man kritisieren, weil das ist einfach Müll. Ja, natürlich im Nachhinein können wir das immer alles leicht. Ich bin klar dafür, dass man rotiert, wenn Spieler nicht fit wirken, aber bitte dann rotiert doch nicht so eine Pflaumen rein wie Kingsley Coman, Alter.
Der wurde 3-mal eingewechselt, sogar über eine Halbzeit lang. Und es war immer Katastrophenfußball, was der Junge gezeigt hat. Sorry, was haben wir heute erwartet? Ja? Er hat genau da weitergemacht, wo er vorher war. Er hat gefühlt nicht einen Zweikampf gewonnen, gar nichts. Nicht 1 gegen 1 mal versucht, nichts, jeden Ball, wenn Ballverlust oder wieder zurück nach hinten. Also Katastrophe, ja. Habe ich nicht verstanden, diese Aufstellung. Zum Glück ist er in der Halbzeit rausgegangen, ja. Aber warum ist ein Conny Leimer wieder mit rausgekommen? Warum nicht ein Josh auf die Rechtsverteidiger-Posi und gleich ein paar Linien mit ins Zentrum rein? Meinetwegen hättest du auch noch einen Pavlovic rausnehmen können und hättest noch einen Leon dazugestellt, ja. Oder wär's vielleicht einen Ticken offensiver gegangen und hättest nur mit ein paar Linien auf der 6 gespielt. Das sollte ja auch reichen. Na, dann hättest du Musiala vielleicht noch mal einen Müller daneben gestellt. Möglichkeiten über Möglichkeiten. Du hättest einen Tell bringen können. Tell war die letzten 5 Minuten auffälliger wie die ganze Offensive vorher. Ja? Also, das war nicht gut. Das war nicht gut heute von unserem Coach. Und wie gesagt, der Fußball war nicht gut. Uns hat die Frische gefehlt. Ja, das können wir so sagen. Ja. Das einzig Positive, was heißt einzig Positive, aber was positiv war, waren unsere Innenverteidigung, die hat sich davon nicht anstecken lassen, das war gut, das war souverän, auch wenn Upa 1-2 Schwierigkeiten hatte, aber das war völlig legitim, völlig gut. Die gelbe Karte, ja, musste Upa ziehen, wurde da vorher schon im Stich gelassen. Ja, und dann verlierst du 1-0 und dann ist das Ergebnis so, ja. Und da kann man wirklich sagen, es hat die leidenschaftlichere Mannschaft einfach heute das Spiel gewonnen. Ja, klar, man hat gesehen, dass wir dann wollten. Ja, die letzten 10 Minuten haben wir gesehen, wir hauen nochmal alles rein. Gerade die letzten 5 Minuten, wo dann noch Mattis kam. Warum man dann Leon bringt und den hinten reinstellt und nicht vorne reinstellt, habe ich auch nicht verstanden. Ja, weil das ist ja Leons Stärke. Also, frag mich nicht. Ganz komische Auswechslungen heute und Positionierungen. Keine Ahnung. Wild auf jeden Fall. Naja, gut. Es ist, wie es ist. Es war klar, dass Rückschläge kommen werden. Ja, jetzt steht natürlich das Spiel gegen Frankfurt schon wieder unter einem ganz anderen Stern. Ja, jetzt ist halt schon wieder, jetzt muss was kommen. Ich bin sehr gespannt. Wenn du da auch verlierst, dann gehst du mit nicht so einem guten Gefühl in die Länderspielpause. Wird mit Sicherheit auch kein leichtes Spiel. Wir werden es sehen. Aber jetzt wird sich halt zeigen, wo der erste Rückschlag so ein bisschen da ist, haben wir ja gesagt. Wie eine Kompanie und wie die Mannschaft wirklich ist, ne? Wie sie jetzt reagiert und so weiter. Jetzt sehen wir dann, was passiert. Ne? Und von daher, ja. Wie gesagt, am Ende des Tages, wenn wir uns jetzt gleich die Statistiken angucken, ja, war es eigentlich ein Unentschieden-Spiel. Also eigentlich, klar, Ballbesitz und so haben wir gehabt auf unserer Seite, aber große Chancen haben wir uns jetzt nicht erspielt heute wieder. Es war super statisch, ja, in 80% der Fälle, der Einzige, der vorne irgendwelche Akzente gesetzt hat, war der Michael oder ein Harry Kane, wenn er mal was eingeleitet hat, weil er hat den Ball ja nicht gekriegt, da waren der Egoist Serge ja wieder am Werk. Was sehr schade ist, die Mannschaft hat sich damit leider selber aus dem Spiel genommen und wie gesagt, wir kamen nie ins Pressing rein. Aston Villa war einfach fickriger wie wir und hat sehr, sehr gut gemacht. Gut, damit werfen wir einen Blick auf die Statistiken. Ballbesitz 30-70, Abseits 2-3, Fouls 8-12, Zweikampfquote 53,6 zu 46,4. Ja, wenn die nicht sogar noch geschönt ist. Schüsse aufs Tor 2-7. Ich habe keine Ahnung, wo wir 7 Torschüsse hatten. Naja, wahrscheinlich diese Rückpässe da von Josh. Ja, wir hatten ja in zweiter Halbzeit zwei Chancen, aber gut. Ist ja nicht so, dass wir uns da nichts mehr erspielt haben. Ne? Es sollte dann halt am Ende des Tages nicht sein. Schüsse insgesamt 5-17, Ecken 11 zu 11. Angekommene Pässe 219, 592, Flanken 210. Schüsse insgesamt, Michael 4, Gnabry 3, Kimmich 2, Torschussvorlagen haben wir nicht, gewonnene Zweikämpfe, Davis 7, Kane 7, Kim 6, Ballkontakte 133, Kimmich 93, Upa 84, Kim. Joa. Das mal zu den Statistiken und da gehen wir ohne Umschweife auch rein in die Benotung. Vincent Kompany würde ich heute... Gehen wir richtig rein oder sind wir noch einigermaßen human? Ich gebe ihm heute eine 4. Ja, ich gebe ihm heute eine 4. Das war allein die Auswechslung und auch die Aufstellung, die sehr kurios war. Und mir war es zu wenig auch in der Halbzeit. Ja.
Und das andere Thema, er saß auch verdammt viel auf seiner Bank heute und anstatt da Feuer und Flamme an der Seitenlinie zu sein, irgendwie. Keine Ahnung, kam mir zumindest so vor. Wie gesagt, wenn Musiala wirklich keinen Sprit im Tank hatte, was wir jetzt nicht gesehen haben bei der Halbzeit, die er spielen durfte, dann verstehe ich das, dass man ihn rausnimmt. Dass man dafür aber einen King bringt, Katastrophe. Katastrophenwahl, sorry. Und das hat man gesehen bei den letzten Chancen, die er bekommen hat. Dass man Conny Leimer als Rechtsverteidiger aufstellt, sorry, auch da eine Katastrophe. Warum Guerrero draußen ist, ich weiß es nicht. Man kann rotieren, man muss rotieren, aber doch dann bitte nicht in Spielen wie gegen Aston Villa oder jetzt gegen Frankfurt. Ja? Also damit hat man sich heute leider aus dem Spiel rotiert. Conny Leimer und Coman waren für mich zwei super Unsicherheitsfaktoren am Anfang. Conny Leimer, zweite Halbzeit, letzten 20 Minuten war es erheblich besser. Ja. Wild. Von daher für mich Note 4 für Winnie. Gut. Weiter geht's. Angefangen bei Manu. Manu, ja, aufgrund dieses Dinge natürlich, ja, das geht ganz klar auf seine Kappe. Da müssen wir nicht drum rumreden. Von daher war es mit Sicherheit nicht ausreichend, sondern mangelhaft. Kann natürlich passieren, so ein Fehler bei dieser Spielweise, ja. Aber warum er da so steht, wenn Upa am Mann dran ist, habe ich auch schon bei der Szene, wo er 30 Meter auf dem Upa seinen Rücken drauf springt, nicht verstanden, ist für mich völlig sinnfrei. Wie gesagt, wird nicht das letzte Tor gewesen sein diese Saison. Auch sonst 1, 2, 3, 4, 5 Bälle, die er gespielt hat, waren Katastrophe heute. Ja. Waren nicht gut. Ja, von daher für mich, ja, etwas Tor verschuldet. Von daher für mich Note 5. Klar kann man jetzt sagen, Opa hat eine Teilschuld, müsste den Ball vielleicht irgendwie anders klären, aber ja, der Stürmer hat den Ball ja noch nicht mal am Fuß gehabt, der hat einfach direkt abgezogen. Ja, Opa war dran am Mann, war alles gut. Aus meiner Sicht muss Neuer auf seine Kappe nehmen. Gut, weiter geht's mit Conny Leimer. Den habe ich natürlich im Mittelfeld und nicht in der Abwehr. Von daher, Alter, weiß ich nicht, wie ich ihn bewerten soll. Ich gebe ihm eine 4-. Wo ist er? Also erste Halbzeit war es auf jeden Fall eine 5. Also eine 4,5 kriegt er vor mir. Erste Halbzeit war es eine 5, wenn nicht sogar eine 5,5, Alter. Das war eine Katastrophe, was ein Conny da gezeigt hat. Und eine Frechheit. Ja. Hat nicht einen Zweikampf gewonnen. Ja, ist viel gelaufen und so, aber er wurde überspielt, hat nur Ballverluste gehabt. Es war gar nichts, Alter. Er war mit einer 5 noch gut bedient. Zweite Halbzeit war es dann irgendwo bei einer 4. Ja, 4,5 von meiner Seite. Gut, dann kommen wir zu Opa. Upamecano. Babaliciano. Opa ist heute ein bisschen schwer zu benoten. Ja, aufgrund der gelben Karte hat das wirklich gut gemacht. Ja. Hat trotzdem nicht zurückgescheut in den Zweikämpfen, war immer präsent. Ja, hat eine Szene gehabt, wo er nicht ganz so glücklich aussah. Beim Gegentor, weiß ich nicht. Bleibt Neuer im Tor, würde ich behaupten, passiert da relativ wenig. Von daher sehe ich einen Opa bei einer 3 heute. Hat ein gutes Spiel gemacht. Generell die Innenverteidigung war auf Kurs, war auf Zack, war die einzige, die hinten präsent war. Hat mir gut gefallen. Minjay habe ich nicht ganz verstanden, warum man da Minjay rausgenommen hat und Opa auf dem Feld gelassen hat. Opa gelb-rot gefährdet war, wenn man Leon bringt. Keine Ahnung. Aber gut. Ist ja nichts passiert, alles gut. Minjay war nicht ganz so im Fokus wie Opa, hat aber das, was er bekommen hat, auch sehr, sehr gut weggearbeitet, wie ich fand. Ja, in der Luft sowieso, aber auch so und sonst im Spielaufbau. Beide haben sich heute nicht sehr viel zugetraut im Spielaufbau, muss man fairerweise sagen, aber Aston Villa stand auch gut. Von daher sehe ich ihn auch bei einer 3. Da geht natürlich noch ein bisschen was den Spielaufbau anbelangt, aber ihre Kernaufgabe, Defensivaufgaben, haben sie heute beide gut erledigt, meiner Meinung nach. Gut, als nächstes haben wir Fonzie Davis. Ja, Fonzie hat wie immer Licht und Schatten gehabt. Ja. Wenn ich aber Opa und Minjay eine 3 gebe, dann muss ich Fonzie eine 3- geben.
Ja, ich erinnere mich an die eine Szene, kurz letzte 10 Minuten oder was, wo er dann noch abläuft, der den Ball da, der dann keine Ecke war, wo er sich feiert. Ja, das war gut gemacht, definitiv. Aber auch er hat sich gerade von King super anstecken lassen, war super viele Ballverluste dann nach den ersten 20 Minuten gehabt. Und danach war es ordentlich, war auffällig, waren aber auch viele Lücken teilweise hinten über die Seite. Aber auch, weil King nicht das so wirklich gut gemacht hat, wenn Davis weiter vorne war. Ja, ich denke eine 3,5, aber es war jetzt nicht irgendwie super schlecht, aber auch nicht super gut in meinen Augen. Gut, als nächstes haben wir King Joshua. King Joshua war auf jeden Fall erste halbe Stunde der beste Spieler neben Upa und Minjay und Michael dabei bei uns. Ja. War überall auf dem Feld, hat versucht oder hat das Spiel auf jeden Fall geleitet. Hat gerade dann zweite Halbzeit auch noch ein paar sehr, sehr gute Diagonalbälle gespielt. Hat erste Halbzeit 1, 2 sehr gute Lupfbälle reingespielt. War der Denker und Denker. Hat es dann leider nicht hingekriegt, das Spiel dann wieder in den Griff zu kriegen, nach den ersten 20 Minuten, wo wir dann außer Tritt gekommen sind durch unsere beiden Experten. Ja, hat dann 2, 3 Mal auch wirklich schlecht ausgesehen in der Defensive, aber das ist halt, was ein Kimmich auch nicht wirklich richtig gut kann. Ja, aber hatte auch viele positive Sachen, von daher für mich auch eine Note 3 heute. Gut, dann kommen wir zu Pavlo. Pavlo war heute leider gar nichts, Leute. Ja, muss ich ganz klar so sagen, er war jetzt nicht so schlecht wie Conny Leimer. Von daher für mich Note 4. Mehr war es aber auch nicht. Ja. Hat auch gerade in unserer dominanten Phase nicht einen Ball nach vorne gespielt. All seine Stärke, die ihn sonst auszeichnet, hat heute nur quer und nach hinten gespielt. Hat gefühlt nicht einen Zweikampf gewonnen in der ersten Halbzeit. Katastrophe. Ja. Super schlechtes Stellungsspiel. Wie gesagt, hatte keinerlei Einfluss aufs Spiel. Hat immer nur quer oder nach hinten zu Josh gespielt. Also wenn Josh schon mehr Bälle nach vorne spielt wie Pavlo, ja, sagt das eigentlich alles aus. Hat absolut nicht fit gewirkt. Ja, muss ich fairerweise sagen. Und ich habe es nicht verstanden, warum man bis zur 76. Minute gewartet hat, um ihn auszuwechseln, wenn man Spieler wie Palhinha und Goretzka auf der Bank hat. I don't know. Gut. Als nächstes haben wir Serge. Joa. Serge hat ja große Fresse gehabt auf der Pressekonferenz, ne? Dass ja immer dann gleich irgendwelche Gerüchte aufkommen beim FC Bayern. Und er das nicht so gut findet. Ja, ich denke, habe ich ja da auch gesagt, wenn man solche Leistungen bringt, wie Serge sie die letzten Jahre gebracht hat, muss man sich halt nicht wundern, dass da jedes Mal irgendwas aufkommt. Ja, und das war halt einfach Müll. Und das war heute auf jeden Fall ein kleiner Rückfall dahin. Keine Ahnung, hatte gar keinen Einfluss. Gut, ja selbst von unserem besten Bro Kimmich 2, 3 Mal zusammengepfiffen in der ersten Halbzeit. Da gehen mal Lob und Anerkennung raus an Josh. Das war gar nichts vom Serge. Ja, konnte kaum Akzente setzen. Dann hat er die Riesenchance da gehabt, den er einfach nur querlegen muss auf den Kane und musste wieder meinen, oh ja, ich bin jetzt wieder der Größte und ja, ich spiele in England, da bin ich ja eh immer treffsicher, da muss ich zeigen, was ich kann und ziehe den egoistisch und der rutscht ihn über den Schlappen und geht in die 5. Etage. Ich habe auch noch nie gesehen, dass ein Harry Kane mal einen Mitspieler so angefahren hat wie in dieser Situation und das war völlig zu Recht. Ja, den musst du einfach querlegen. Fertig. Ja. Rückwärtsbewegung war schlecht. Zweite Halbzeit, wo er dann auf der linken Seite war, ja, da war es ordentlich, da waren noch 1, 2 Aktionen, dann hat er auch so einen halbherzigen Schuss da aufs Tor noch gehabt und sowas. Da war es wieder einen Tacken besser, aber im Großen und Ganzen, ja, war das so ein Serge, wie wir ihn kennen, würde ich sagen. Ja, die ersten Spiele waren auf jeden Fall um einiges besser. Das war heute leider auch für mich nur Note 4. Ja, gerade wenn man bedenkt, was er kann. Gut, dann haben wir Michael. Gerne für euch. Marco Elise. Ne? Sehr bemüht. Ja, der Einzige, der was wollte, der was versucht hat, erste Halbzeit.
offensivmäßig. Leider total verschenkt in der Mitte, weil die Mitte super zugenagelt war. Ja. Hab den Move nicht verstanden. Da hätte man auch spätestens nach einer halben Stunde mal eingreifen können und sagen können, komm, irgendwie geh mal auf die rechte Seite, tauscht mal durch. Wenn man schon King nicht auswechselt, sollte man sich vielleicht mal ein Beispiel auf der anderen Seite sehen mit Bailey, der eingewechselt und wieder ausgewechselt wurde, weil er keine Leistung gebracht hat. Ja, kann man mal machen. Hätte man bei King halt auch machen können. Ja, ihn einfach mal nach einer halben Stunde runternehmen, weil das war gar nichts. Das grenzte an Arbeitsverweigerung. Ich spreche ihn ja nicht ab, dass er nicht wollte, aber er konnte halt einfach nicht. Ja, und wenn du nicht kannst, dann gehörst du nicht auch in diese Mannschaft und nicht auf dem Feld. Punkt. Aber gut, wir sind bei Michael. Hat dann auch später sich ein bisschen anstecken lassen, hat 1, 2, 3 unnötige Ballverluste gehabt, hat aber super stark immer mit nach hinten nachgesetzt, mitgearbeitet. Auch da habe ich nicht verstanden, warum man ihn ausgewechselt hat. Ja. Ich würde es verstehen, keine Ahnung, wenn er gegen Frankfurt wieder anfängt und da ansatzweise durchspielt, ja, dann kann ich das im Nachhinein vielleicht verstehen, dass man sagt, jo, ich will meinen besten Offensiven vielleicht ein bisschen schonen, trotz dieses Spiels. Weiß ich nicht. Hat man sich einer starken Stärke beraubt, meiner Meinung nach. Sehe ich wie Kimmich bei einer 3. Gut, dann kommen wir zu Totalausfall Kingsley Coman und deswegen kriegt er von mir auch die Note 5. Da brauchen wir kein Hehl rausmachen, das war gar nichts. Hat nicht ein Dribbling genommen, hat nicht wenn er einen Ball zum Mitspieler gekriegt hat, dann war es ein Quer oder nach hinten. Ja, alles andere gar nichts. Super viele Fehlpässe, keine Zweikämpfe gewonnen, gefühlt kein Selbstvertrauen, gefühlt keine Lust. Ich weiß es nicht, was mit dem King los ist. Katastrophe, wenn der die nächsten 3 Spiele auch nur ansatzweise auf dem Feld steht. Ja, dann ist das ein Schlag in die Fresse für alle anderen und dann sind wir wieder bei dem Thema. Bei uns muss gearbeitet werden, bei uns geht's nach Leistung. Wenn es nach Leistung geht, sorry, das muss ich so klipp und klar sagen, dann hat ein King nicht auf dem Feld zu stehen. Das haben die letzten Spiele schon gezeigt, ja. Und heute in einem Champions League-Spiel so eine Offenbarung zu zeigen, dann ja, muss das Konsequenzen haben. Ja. Wenn man da einen Knallhart-Kurs bei Leon fahren kann, dann kann man den Knallhart-Kurs auch bei Kingsley fahren, weil das ist verdient. Ja, Punkt. So, dann kommen wir noch zu Harry Kane. Harry Kane hat es ähnlich wie gegen Leverkusen. Ja, super schweren Stand gehabt. Hat sich dann nach den ersten 20 Minuten, wo dann Aston Villa ein bisschen besser ins Spiel kam, war er teilweise wieder am eigenen 16er, um da auszuhelfen. Hat 2, 3 gute Angriffe eingeleitet, hat auch noch gut den Gnabry noch mal 1, 2 Mal eingesetzt, obwohl er ihn so maßlos hat hängen lassen. Ja, weiß ich nicht. Hat wenig Bälle gekriegt. Ja, ich würde ihn heute mal bei einer 3 minus, bei einer 3,5 sehen. War nicht auf dem Niveau, was Kimmich und Michael hatten, meiner Meinung nach. Vielleicht war er noch nicht ganz fit, ich weiß es nicht. Wenn dem so war es eine Farce, ihn aufzustellen, dann hätte man gleich einen Tell bringen sollen. Ja, war bemüht, hat gekämpft, hat gemacht, hat getan, aber super schwer. Die Mitte war super dicht. Ja. Da haben Harry Kane super rausgenommen, hat sich immer wieder fallen lassen, hat viel versucht, aber hatte dann auch leider nicht den Einfluss, den er schon öfter mal hatte. Gut, ich guck mal kurz durch, nicht, dass ich wieder irgendeinen vergessen habe, der doch aufgelaufen ist, wa? Dann kriege ich wieder in die Fresse. Nee, habe ich nicht, von daher gehen wir zu den Auswechselspielern über. Gut, angefangen natürlich bei Jamal Musiala, den können wir natürlich easy bewerten, wenn wir Coman für eine Halbzeit bewerten wir natürlich auch Musiala. Für eine Halbzeit. Musiala hat auf jeden Fall Schwung gebracht. Ja, war dann auch der am auffälligsten war vorne. Hat natürlich 1, 2 Mal den Ball auch kläglos vertändelt, aber wie auch. Ja, er wird angespielt, der Rest steht und er soll dann durch die Mitte, durch 4, 5 Leute durch. Hat es ja sogar 1, 2 Mal geschafft und einen Doppelpass mit Harry Kane gespielt und sowas. Man hat sich der Stärke mit Musiala, Michael und Harry Kane leider beraubt. Warum? Es ist mir ein Rätsel. Ja. Es ist mir ein Rätsel, warum das so ist. Ich sehe ihn bei einer 3 heute. Ja, hat viel versucht, war aktiv, ähnlich wie Michael in der ersten Halbzeit. Ich meine, ist ja alles gut und schön, wenn du Spieler schonen willst, dann let's go. Ja, gerade in so einem Spiel, dann lass die Besten anfangen, eine Halbzeit lang.
Und dann kannst du ja gerne in der Halbzeit auswechseln. Ja, dafür hast du den Kader, aber warum man sich so der Stärke beraubt hat in einem Spiel bei Aston Villa, verstehe ich nicht. Kannst du ja machen, wenn du gegen den FC Brügge spielst oder was weiß ich, gegen Kiel oder sonst was. Da kannst du ja gerne, wenn da 8 Mann performen und du hast 3 Leute, die vielleicht nur halb performen, weil sie keine Spielpraxis haben und so weiter, dann geht das. Ja, aber wenn du anfängst, Spieler zu rotieren in so einem Spiel wie bei Aston Villa, aus welchen Gründen? Ich weiß es nicht. Ja, dann kriegst du die Quittung dafür und die haben wir heute gekriegt. Also, Jamal hat's gut gemacht, zweite Halbzeit. Gut, Leroy Sané, 67. kam der schon. Ja, Respekt. Dafür, joa. Joa. Was soll ich sagen? Ich habe echt gedacht, der Kerl, der war auch erst der hat so eine Viertelstunde gespielt, habe ich gedacht. Ja? Also, mit Nachspielzeit. Also, das ist ja schon wild, dass er schon in der 67. kam. Ja, war jetzt nicht so schlecht wie Coman, hat aber auch wenig Aktion gehabt. War so Gnabry-Niveau, Note 4. Ja, war auch enttäuschend für einen Einwechselspieler. Ja, hat zweimal den Sprint angezogen. Ansonsten hat man gar nicht gesehen, dass ein Leroy auf dem Feld war. Gut. Obwohl 67. Ja, benoten war 67. noch. Eigentlich nicht, ne? Mit Nachspielzeit waren es 30 Minuten. Komm, wir machen 30 Minuten, ist die Grenze. Mit Nachspielzeit waren es 30 Minuten, das passt schon. Gut, alles andere benoten wir nicht mehr. Palhinha kam in der 76. Warum so spät? I don't know. Ja, für mich hätte er in der Halbzeit aufs Feld gehört. Ich habe es nicht verstanden. Keine Ahnung, Pavlo hat tot gewirkt. Ja, muss man mal ganz klar sagen. Also, ich habe keine Ahnung, warum. Platt. Warum man nicht einen Palhinha reinbringt. Ich habe es nicht verstanden. Natürlich auch, weil Aston Villa ja auch, man hab's ja gesehen, die haben natürlich versucht, super schnell umzuschalten und da hätte er der Mitte gut getan. Ne? I don't know, deswegen auch die schlechte Note für Vinny, der Wechsel war viel, viel zu spät in meiner Meinung. Hat sehr gut gemacht, ja, hat gleich mal eine Grätsche angesetzt, gleich mal gezeigt, wo hier der Pfeffer wächst, gleich mal gezeigt, jo, hier ist jetzt jemand. Ja, dass er nicht die Qualität eines Pavlovic im Spielaufbau hat, steht außer Frage. Ja, aber Pavlovic hat die heute auch nicht gehabt. Der hat nicht stattgefunden im Spielaufbau. Ja, das hätten Palhinha nicht schlechter machen können. Wahrscheinlich sogar besser. Also, keine Ahnung, was da los war. Gut, dann haben wir noch den Doppelwechsel mit Leon. I don't know. Leon hast du nicht wahrgenommen, hat einen Ball gut nach vorne dann reingeschlagen. Ich weiß nicht, warum man Leon bringt und ihn hinten in die Mitte stellt. Stell Leon vorne rein, wenn noch 5 Minuten zu gehen sind, wenn du noch ein Tor erzielen willst. Der Wechsel war gut, aber dann löst hinten auf. Also, was soll passieren? Entweder kriegst du da Zweite, ja, durch einen Konter, oder du machst den vorne noch. Aber dann stell den Leon noch bitte vorne in den 16er rein. Also, Katastrophe. Völlig sinnfrei, der Wechsel. Habe ich nicht verstanden. Ja, und dann haben wir natürlich noch Mattis. Mattis war auffälliger wie alle Außen heute fast zusammen. Ja? Die 5 Minuten, die er spielen durfte, plus Nachspielzeit waren es knapp 10 Minuten. Super auffällig, sich reingeschmissen. Genau das, was wir sehen wollen, wenn ein Einwechselspieler auf dem Feld kommt. Ja, all das, was wieder so ein Leroy hat vermissen lassen, was so ein Koman als Startspieler vermissen lassen hat, was so ein Conny als Startspieler vermissen lassen hat, all das hat Mattis heute gezeigt. Ja, Mattis hat seine Chance heute aber mal wieder sowas von genutzt, auch wenn es nur 10 Minuten waren. Ja, der war on fire, direkt rein, bam, 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 alles versucht, alles gegeben. Auch nicht nur mit dem Kopf durch die Wand. Hat leider nicht sollen sein, ja. Haben natürlich auch ein bisschen Pech gehabt, beziehungsweise der Torwart hat 1, 2 gute Paraden dann noch gemacht. Und von daher hast du das Spiel 1:0 verloren. Ja. So, was eigentlich ein Unentschieden-Ding war. Mein Fazit zum Ende. Ich glaube, wir wurden dafür bestraft, dass wir zumindest das ausgestrahlt haben, dass wir mit dem Unentschieden zufrieden sind. Das ist, was ich zu Mara gesagt habe. Ja, wenn du dich da hinstellst und auf Unentschieden spielst. Zumindest war das so das Gefühl, auch anhand der Wechsel, die wir getätigt haben.
die wir halt nicht so getätigt haben, dass man mit dem Punkt sehr gut leben kann, damit zufrieden ist, auswärts bei Aston Villa, was ja auch für dich fein gewesen wäre. Ja, und dann wirst du dafür halt bestraft. Ne? So, man hat heute nicht den letzten Funken, den letzten Killerinstinkt gehabt, weil einfach die Frische nicht da war. Das haben wir heute gesehen. Ja, also das Team hat nicht so frisch gewirkt. Da waren viele Spieler, wo du gemerkt hast, ja, es macht gar keinen Sinn, da jetzt super hoch anzulaufen. Die werden einen Schritt zu spät kommen und genauso war es die ganze Zeit. Ja, aber wie auch. Also der Fußball, den wir gerade sehen oder versuchen zu zeigen, heute war es der Versuch, ist natürlich ein ganz, ganz anderer Fußball, wie wir die letzten 1,5 Jahre gespielt haben. Ja, dass das natürlich kräftezehrend ist und so weiter. Und dass man dann auch schon Spieler rausnimmt und rotiert und dann versucht, Frische reinzubringen, verstehe ich. Ja, man hat einfach kein glückliches Händchen gehabt und hat die verkehrten Spieler gebracht. Und die verkehrten Spieler rausgenommen. Ne? Das war so das Thema, denke ich. Aber gut, wir werden sehen. Nochmal, ein Coman darf die nächsten 3-4 Spiele nicht auch nur ansatzweise gesetzt sein. Also die Leistung jetzt bei seinen Einwechslungen und jetzt bei den Startelfdebüt war eine Katastrophe und Schlag in die Fresse. Ja. Und dass ein Conny Leimer ein Leon vorgezogen wird, ist für Leon auch ein Schlag in die Fresse. Ich glaube nicht, dass ein Leon das schlechter gemacht hätte, als es ein Conny Leimer aktuell tut. Ja. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und von Palhinha brauchen wir gar nicht erst anfangen zu reden, dass das für ihn ein doppelter Schlag in die Fresse ist. Ne? Dann stellen Kimmich auf die Rechtsverteidiger-Posi und gut ist, ja, und mache in der Mitte P und Feierabend. Ja. Ja, wir werden sehen. Jetzt geht's nach Frankfurt, dann ist ja zum Glück erstmal Pause, dann können sich alle wieder ein bisschen berappeln, dann ist Stuttgart, dann ist Barca. Und so wie ich es gesagt habe, danach können wir dann mal anfangen und können mal sagen, da stehen wir, das ist unsere Art Fußball. Wie gut klappt das? Wer zieht mit? Wer zieht nicht mit? Wie gesagt, es ist die erste Niederlage da, jetzt werden viele aus den Löchern kriechen und wieder alles schlecht reden. Da bin ich ganz weit weg von entfernt. Aber man muss natürlich das kritisieren dürfen, was heute passiert ist. Und das tue ich. Ne? Nicht mehr, nicht weniger. Ansonsten sind wir auf einem guten Weg, denke ich. Heute auch die Niederlage hätte nicht sein müssen, so wie das Unentschieden gegen Leverkusen nicht hätte sein müssen. Aber so ist Fußball halt einfach. Ne? Und jetzt geht's gegen Frankfurt weiter. Und dann werden wir mal sehen. Ne? Und dann ist Pause und dann kommt, wie gesagt, Stuttgart-Barca und danach bin ich gerne bereit, im Stream mich festnageln zu lassen und eine Einschätzung meinerseits abzugeben, wohin die Reise geht. Aber die ganzen, die jetzt alles in den Himmel gehypt haben, ja, wir werden jetzt Champions League-Sieger, Blasels, sind auf jeden Fall wieder geerdet worden, wa? Klar, ich habe auch das Spiel gegen Leverkusen in den Himmel gelobt, weil man das einfach auch mal machen muss, was ein super gutes Spiel war und wir bis dahin super starke Leistungen gezeigt haben und das muss man dann auch mal loben. Man muss die Feste feiern, wie sie sind. Und genauso muss man es heute kritisieren. Aber deswegen muss man jetzt nicht anfangen, das alles schlecht zu reden oder sonst was. Ne? Wie gesagt, von meiner Seite gibt es eine Einschätzung nach Barcelona und dann können wir sagen, jo, ist das der Richtige, ist das nicht der Richtige und so weiter und so fort. In diesem Sinne, Leute, es war klar, dass es nicht ewig weitergehen kann, dass wir die Welle nicht ewig weiterreiten. Wir haben gesehen, dass es doch kräftezehrend ist, unsere Spielweise, ja, und wenn dann die Einwechselspieler, die kommen, neu nicht performen und dann die Mannschaft verunsichert, die Mannschaft mit runterzieht, dann ist es leider schwer. Ne? Da muss gearbeitet werden und das wird es mit Sicherheit auch und ja, wir schauen da mal auf Frankfurt. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, habt eine schöne Restwoche. Heute ist Mittwoch, morgen ist Donnerstag. Ja, ich werde gucken, wenn ich die Zeit finde, mache ich morgen Abend oder Freitagmorgen dann hier nochmal kurz Kommentarvideo zu dem Game, wo ich mal eure Kommentare noch an den englischen Wochen. Ist immer super viel, super stressig. Ist halt so. Jetzt aber Feierabend, Leute. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.